Das Virus ist zurück und täglich checken wir per Smartphone, wohin genau wir nun überhaupt noch fahren dürfen. Hast du gesehen? Shunyi, das liegt da. Vor allem in diese Zone darf man nicht. Was würde passieren, wenn man doch durchfährt? Naja, der QR-Code wird rot und mit rotem QR-Code kannst du nirgendwo hin. Und das nervt dann. Ein Gesundheits-QR-Code, eine Art elektronischer Pass also, der Tag und Nacht verfolgt, wohin wir uns bewegen. Austricksen lässt sich dieser QR-Code nicht. Den ganzen Tag über muss man ihn einscannen. Im Taxi, aber auch beim Einkaufen, im Restaurant und an jedem anderen öffentlichen Ort. Das ist okay. Ich bin grün. Was bedeutet grün? Das heißt, alles okay. Ich bin nicht in Gefahr. Das ist wie ein Visum in ein normales Leben. In den grünen Zonen, jenseits der Barrikaden, kann man freier atmen, aber auch hier nur hinter einer Maske. In den meisten Vierteln Pekings ist das Leben fast wieder so wie früher. Auch unser Viertel bleibt glücklicherweise verschont und wir können uns frei bewegen, solange wir den von den QR-Codes gestatteten Radius nicht verlassen. Komm, wir messen mal unseren Schönheitskoeffizienten mit den Kameras. 92. Und ich? 90. Ich bin schöner. In dieser Post-Covid-Welt ist die Gesichtserkennung mittlerweile wie ein Spiel, das meinen Alltag mit meiner Frau gelegentlich ein wenig würzt. Ein Alltag, der an den Grenzen unseres Bezirks Chaoyang endet und an verschiedenen anderen Vierteln genau festgelegt und genehmigt von unserem Gesundheits-QR-Code. Wir fahren immer nur Taxi, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wegen möglicher Kontakte. Die Läden haben geöffnet, nach wie vor. Das Viertel Sanlitun, eines der beliebtesten Viertel der jungen Elite Pekings, ist belebt, wie jedes Wochenende. Die Luxusboutiquen sind offen, genauso die Restaurants. Wie oft haben wir heute schon gescannt? 100.000 Mal. In der Post-Covid-Welt werden die Menschen nach und nach von Robotern ersetzt. Das finden die Kinder lustig, das sieht hübsch aus auf Fotos und manche Leute finden es sicherer, sich von einem nicht ansteckenden Plastikroboter bedienen zu lassen. Die Küche liegt im ersten Stock. Nach der Bestellung kommen die Gerichte in den zweiten Stock und dann zum Tisch. Bei keinem Gang kommen Menschen miteinander in Kontakt. Doch der sterile Roboter hat seine Grenzen. Deshalb hilft eine Kellnerin an jedem Tisch aus. Halten Sie das für hygienischer? Ja, das ist besser. Da gibt es viel weniger Kontakte, das ist sicherer. Und außerdem sitzt man nicht allzu nah bei den Nachbarn, wegen der sozialen Distanz. Das ist gut. Vieles ist heute anders wegen der Epidemie. Beim chinesischen Neujahrsfest können wir nicht zusammen essen. Die Epidemie ist zurück. Da sieht man dann seine Familie nicht mehr so oft.